Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen in einer neuen kleinen Spaßrunde Black Ops 1. Ja, gute alte Zeit, ich hab's Black Ops 2 probiert und es gefällt mir halt gerade nicht. Deswegen gibt's den ersten Teil, macht ja auch Spaß, ne? Und heute einfach mal so, ja, Friede, Freude, ja, Frettchenkuchen, alles ist gut, alles ist Paletti. Im TS sind gerade Fluppy und Tiny Chris und Stalker, die ich aber leider, stumm geschalten habe, weil ich so ein verdammt dummer Typ bin. Und ja, ne? Ja. Ja. Und mir gefällt einfach, mir hat das so gefallen jetzt gerade hier ein paar Runden Black Ops 1 gespielt und voll gerockt, wirklich. Ey. Ich habe echt immer gewonnen, wenn ich im richtigen Team war. Wenn nicht, habe ich verloren und geswitcht. Und es macht Spaß. Wir haben jetzt eine kleine Runde Team Deathmatch und müssen gewinnen. Schaut aber nicht so knorke aus, weil wir doch ein bisschen am Arsch sind. Und das ist ein bisschen scheiße, ne? Ja, würde ich mal sagen. Und bevor ich jetzt hier lange Reden schwinge, würde ich mal sagen, da sind ja 2, 3, 4 Gegner. Oh, und ich, Idiot, habe auch jetzt vorhin gerade Schalldämpfer ausgetauscht gegen Schnellfeuer, was mir gar nicht gefällt. Und ich würde gern von euch wissen, geht ihr auf Festivals? Festivals wie zum Beispiel, ja, ja, ne, also ungefähr so, ja, Summer Breeze, Rock am Park, Rock am Ring, Wacken Open Air, ne, Wacken South gab's ja einmal, da war ich dabei, das war saugeil. Geht ihr auf solche Festivals und wenn ja, auf welche, würde mich interessieren, schreibt's in die Kommentare. Ja, einfach nur mal so als kleine Frage. Ne? Ich mag sowas, so Festivals, hey. So 3, 4 Tage irgendwie auf so einem Festivalgelände hier super Bands hören, einfach Spaß haben, neue Leute kennenlernen. Das ist ganz schön, finde ich, immer auf Festivals, weil wirklich eigentlich jeder ist super nett auf einem Festival. Jeder ist sein Freund, auf jeden Fall. Es ist bei, wie ich Erfahrungen gemacht habe, in Metal-Festivals so, wenn du in Summer Breeze oder Wacken irgendwie rumgehst, jeder ist jedem sein Freund und niemand will streiten oder will cooler sein oder so. Nee, jeder mag sich einfach und jeder gibt einem ein Bier aus. Das ist super, dann kommen die zu dir, dann kommst du zu ihnen. Das ist super, hey, sowas finde ich, das müsste es öfter geben, ja, einfach so eine schöne Gemeinschaft, also jeder mag jeden eigentlich, das ist schön, ein bisschen wie ein Kommunismus, aber auch nicht so krass, ja, und ich finde es echt super, hey. Ich liebe Festivals, ich bin auch dieses Jahr wieder auf Summer Breeze, das ist auch der Grund, warum ich nicht auf die Gamescom gehe, weil es eben leider, ja, an dem Datum, wo es die Gamescom ist, da ist eben auch Summer Breeze oder ich glaube einen Tag danach, ich weiß nicht. Und deswegen bin ich da leider nicht vertreten auf der Gamescom, wie letztes Jahr auch, aber wird schon schaffen, ne, weil Supersucht, die sind ja da, dann passt ja alles. Also die anderen, ich nicht, ne. Und ja, wird schön auf Summer Breeze wieder. Oh Gott, war das schön, hey, letztes Jahr, das war echt super schön, muss ich sagen. Also das war jetzt echt super schön, ne. Ja, also das, da freue ich mich wirklich jedes Jahr drauf, wieder aufs Neue. Und sowas, ich finde es einfach super, ne? Also ich könnte da Wochen, ich könnte ein paar Wochen schon, denke ich mal, überleben, das Festival, ja, Lifestyle. Nicht duschen, ja. Ja, weil ich habe auch Kumpels dabei und einer davon duscht immer alle 2 Tage. Ist halt ein bisschen, ja, geht schon, ne? Aber ist jetzt nicht meins, also. Ja, auf Festivals nicht, aber zu Hause schon, ja, aber auf Festivals nicht. Oder würdet ihr gerne mal auf ein Festival gehen? Und wenn ja, auf welches und warum? Ja, wegen der Musik, wegen der Stimmung, die echt super geil ist auf Festivals. Der Atmosphäre, ich weiß es nicht. Der Atmosphäre, super Atmosphäre, wenn du dann irgendwie ein paar tausend Menschen siehst, wo dann genau wie du auf das gleiche Konzert warten, auf die gleiche Band warten, das ist einfach hammergeil, hey. Also das ist echt schon ein richtiges Gänsehaut-Feeling, wenn dann zum Beispiel, ja,
andere, weiß ich nicht wie viel, 1000 Menschen auf Eminem Marv warten und dann da anstehen, ey, das ist so geil, ja. Also es ist echt eine schöne Sache, so ein Festival. Ich finde, man soll es mal erlebt haben. Ich finde es einfach geil, ja. Und ich habe jetzt das glückliche Ding, dass ich ein Auto habe, ich kann hinfahren und einfach super sowas. Also ich würde es echt jedem empfehlen. Das ist einfach geil, das Gefühl, das vergisst man nicht. Ich weiß noch jeden Scheißtag. Oh Gott, ey, ich habe gar nicht geschlafen, ja. Auf dem Festival, da habe ich ja mal null geschlafen. Nicht, weil das irgendwie so, weil man nicht schlafen konnte. Nein, ich konnte nicht schlafen. Am ersten Tag waren wir auf dem Festivalgelände, wie die anderen Tage auch. Aber erste Nacht eben, eigentlich war der Plan, also mein Plan, war nachts Hamm irgendwann. Da war, ich weiß nicht welche Band, ich glaube, oh ja, Rage war da. Oh, saugeil, ja, Rage, ja. Soundchaser. Rage war da, erste Nacht. Wir kamen nach Hause zu unserem Camping-Sackplatz und mussten dann eben ein bisschen, hier schlafen. Ich lug mich ins Zelt rein und wollte halt einfach echt bloß schlafen und ich konnte nicht einschlafen. Ich bin eingeschlafen dann in meinem Zelt, im Zwei-Mann-Zelt irgendwann und war saumüde, ja, eh klar. Und ich konnte nicht einschlafen, bin irgendwann eingeschlafen, bin dann nachts aufgewacht und bin nachts dann eben aufgewacht und mein ganzes Zelt war nass. Ich wusste nicht, warum mein Zelt nass war, ja. Und das ist schon ein bisschen kacke, wenn das Zelt nass ist und man weiß nicht warum. Und dann, ich schlag mit der Boxershort und mit dem T-Shirt im nassen, verfickten Zelt. Ich wusste nicht, warum mein mein ganzer Schlafsack war nass. Von meinem Kumpel, der war nicht nass, der war schön trocken. Aber meiner war nass, als ob einer drauf gepisst hätte, hey. Ja, war ein bisschen nass, ne? Das war scheiße. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen. Am zweiten Tag, weil ja eben mein Schlafsack nass war, völlig durchnässt, hat es in der Früh auch noch geregnet. Und da war mein Schlafsack abends immer noch nicht trocken. Deswegen dachte ich mir, scheiß drauf, ich schlaf im Stuhl, ja, im Campingstuhl draußen schön unter, der Markise geschlafen. Hatte ich vor. Ja, ging auch nicht so ganz, um die Runden, denn ich wollte schlafen und ich konnte nicht einschlafen. Hey, ich habe Lederklamotten angehabt, Lederhose, Lederjacke, ich konnte nicht schlafen, hey, ich konnte nicht einschlafen, es war zum Verkacken, mir war so scheiße dumm kalt, ey, ich dachte echt, ich brech gleich ab oder so, es war so eiskalt und ich mit die bloß Lederklamotten, keine Decke, nix, ja, weil der, wo die Schlüssel zum Auto gehabt hat, der war gerade auf einem anderen Konzert oder irgendwo war saufen, ich weiß nicht mehr, wo der war, auf jeden Fall war der nicht da, ich habe keine Decke gehabt, bloß Lederklamotten, ich saß 7 Stunden im Stuhl und habe gefroren und das war meine zweite Nacht. Die dritte Nacht habe ich dann zum Glück endlich mal geschlafen im Auto. Schön auf dem Beifahrersitz geschlafen. Ach Gott, war das bequem. Hey, hier 6 Stunden im Auto schlafen. Wunderbar, herrlich. Da lernt man mal wirklich sein Bett schätzen. Saugeil war's. Und ich will's auf keinen Fall missen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Und bis dahin, bleibt so schön und tschüss.